Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Die verwunschene Stadt. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Nun, liebe Freundin, schau ich von diesen Zinnen hinab in dieses Tal, verstehe ich wohl, warum man euch die Herren des Nebelwaldes nennt. Stolz hebt sich die Vielzahl schlanker hoher Türme vom mächtigen Fels, der ihnen Standort ist. Um Thron zu sein für das geheimnisvolle Grün des Waldes, den das feinstoffliche Gespinst aus feuchtwarmer, bleiernschwerer Moderluft auf alle Zeiten hin durchdringt. Ein Mann von Welt wie ihr, verehrtester Xavros, wohl einer seid, weiß immer noch zur rechten Zeit charmant ein Kompliment zu machen. Bescheiden ist mein Reich und würde so groß wie ganz Vakanien sein. Es wäre doch nur wie eine Träne, aufgelöst in eurem Ozean der Zeit, den ihr mit eurer Macht bereist, wann immer es euch danach verlangt. Auch ich muss manchen Regeln folgen. Und ganz besonders jenen Regeln, die mich den dunklen Mächten verpflichten. So bin ich auch hier bei euch, verehrteste Freundin, um endlich meinen lästigen Verfolger, den Knaben, den man Feuermähne nennt, und diesen Zwerg ein für allemal aus dem Wege zu räumen. Hierher zu dir bin ich ihnen vorausgeeilt, weil uns die Taten längst vergangener Zeiten zusammenschweißen wie Pech und Schwefel, und du mir treue Hüterin eines Geheimnisses bist, das diese beiden Unschuldslämmer für immer ins Verderben reißen wird. So wie ihr sagt, sind sie die Schutzbefohlenen jenes schon tot geglaubten weißen Magiers Melord. Und über ihnen schwebt sein Bote, der Falke Pallas, durch dessen Auge Melord sie ständig begleiten und, falls erforderlich, ihr Schicksal lenkt. Deshalb bin ich gekommen, in Erinnerung an jene Kräfte, die dieser Wald zu unseren Füßen birgt. Nur schwarzes, dunkles Sehen vermag ihn zu durchdringen. Ein jedwed lichtes Schauen jedoch erblasst zugleich, verglimmt rasch und verlöscht. Melord kann durch Pallas Auge den Wald nur aus der Ferne schauen. Sich nähern und seine Freunde schützend stets im Auge haben, vermag er ob der dunklen Kräfte nicht. Der Wald mit seinen stillen Reizen, der sanft und verführerisch auf jeden Wanderer wirkt, der ahnungslos an seinen Saum tritt, wird auch bei euren Widersachern wirken. Und ist er erst einmal betreten, so hat noch keiner frohen Auges den klaren blauen Himmel jemals wieder über sich erblickt. Sehr wahr. Doch mische ich hier nicht nur die Karten gern teilig aus, leg meine Hände nur ungern in den Schoß. Soll uns der Herr der Finsternis behilflich sein, so hilft dir selbst zu seinem Ruhm und seiner Ehr. Überzeugt nun von der Kraft und Wirkung dieses Bannes, der über diesen Wald und jene Stadt, die er verbirgt, regiert, eil ich zum Schauplatz dieses Spieles und hab mich dafür wohlweislich präpariert. Weil wäre der Schutzgöttin der Elfenkobolde. Feuermähne, bleib stehen! Hörst du den Falken nicht? Er warnt uns. Bestimmt ist mit dem Wald, der hier vor uns liegt, etwas nicht in Ordnung. Du hörst Gespenster, Queck. Ich muss mich jetzt einfach mal bewegen. Los, Queck, versuch mich zu fangen. Na los, fang mich, wenn du kannst. Nein, nicht in den Wald. Feuermähne,
Lotz Falke ist auch nicht zu hören. Feuermähne! Feuermähne! Er denkt, er kann mich überlisten. Ich schleiche mich jetzt von hinten an ihn heran. Da, hinter diesem Busch hat er sich versteckt. Oh. Was fällt dir ein, mir so einen Schreck einzujagen? Das tut mir furchtbar leid. Ich dachte, mein Freund hätte sich hier verborgen. Du hast eine merkwürdige Art, deinen Freund zu begrüßen. Kein Wunder, dass er sich verborgen hält. Ja, nein, das war ein Spiel, nur ein Spiel. Wie heißt du? Lisa, und du? Feuermähne. Das ist aber ein schöner Name. Wer hat ihn dir gegeben? Deine Mutter oder dein Vater? Maylord, meine Mutter. Sag, geht es dir nicht gut? Wie du sprichst, könnte man meinen... Doch, mir geht es sogar sehr gut. Sag mal, was machst du eigentlich allein in diesem Wald? Ich gehe so gern im Wald spazieren. Nicht weit von hier im Wald ist eine Stadt. Ich lebe dort mit meinem Vater. Er ist dort der Bürgermeister. Hier ist es so schön ruhig. Jedenfalls die meiste Zeit. Ich dachte wirklich, mein Freund hätte sich hier versteckt. Du denkst, mit mir hättest du es ja machen können, was? Ach, Queck, da bist du ja. Lisa, das ist mein Freund Queck, der Elfenkobold. Queck, das ist Lisa. Hallo, Lisa. Oh, es ist Mittagszeit. Mein Vater sieht es nicht gerne, wenn seine Tochter so lang allein im Wald herumspaziert. Aber kommt doch mit. Ihr könnt gern bei uns essen. Heute Abend wird in unserer Stadt ein großes Fest gegeben. Ihr seid herzlich eingeladen. Komm, Feuermähne, gib mir deine Hand. Lasst uns gehen. Das finde ich toll von dir, Lisa. Ich werde erst gar nicht nach meiner Meinung gefragt. Quick, der Elfenkobold kommt selbstverständlich immer und überall mit. Naja, gegen eine gute Mahlzeit und fröhliche Festlichkeiten gibt's ja wirklich nichts einzuwenden. Feuermähne und Queck werden von dem Mädchen Lisa zur Stadt gebracht. Merkwürdigerweise macht die Stadt auf unsere beiden Abenteurer einen unterschiedlichen Eindruck. So eine prunkvolle Stadt habe ich in ganz Vakanien noch nicht gesehen. Es freut mich, dass euch unsere Stadt gefällt. Euch? Von euch kann hier wirklich keine Rede sein. Ich verstehe ja, dass Feuermähne das Mädchen nicht kränken will. Aber diese halb verfallenen Gemäuer als prunkvolle Stadt zu bezeichnen, das dürfte ihm nicht einmal Lisa glauben. So, das ist unser Haus. Wow, Lisa, das ist das schönste Haus der ganzen Stadt. Bei Elvira, jetzt ist mir alles klar. Feuermähne hat sich in das Mädchen verliebt. Liebe macht blind. Und nur ein Blinder kann solche Ruinen als schön empfinden. Lisa, mein Kind, da bist du ja. Na, ihr beiden? Das Essen steht schon auf dem Tisch. Ich hole nur noch einen Teller. Wie kommt es, dass schon 3 Teller auf dem Tisch stehen? Als hätte man Feuermähne erwartet. Und der Bürgermeister ist gar nicht überrascht, dass seine Tochter jemand mitbringt. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Elfenauge, sei wachsam. Nach dem Mittagessen zieht der Bürgermeister sich zurück. Feuermähne und Lisa unterhalten sich. Queck ist die ganze Sache nicht geheuer und beobachtet die Szenerie mit einem gewissen Unbehagen. Da treibt der Wind mit einem Male Musik vom Dorfplatz durch die geöffneten Fenster in ihre Stube. Das sind die Gaukler. Die Gaukler kommen zum Fest. Alle 3 stecken ihre Köpfe zum Fenster hinaus und sehen, wie die bunt bemalten hölzernen Wagen in die Stadt einfahren. Auf dem Dorfplatz bringen sie ihre Pferde mit einem vielstimmigen Brrrr zum Stehen. Sofort ist eine Schar von Kindern und neugierige Bürger um die Schausteller versammelt, die, noch ehe ihre Wagen angehalten haben, schon Jonglierbälle werfen, Keulen schwingen, Teller auf meterlangen dünnen Stäben balancieren. Wie schön die Fiedel spielt. Komm, lass uns tanzen. Du tanzt ja wunderbar, Lisa. Einfach toll. Bei Elvira, Liebe macht blind, Liebe macht taub. Liebe ist sicher sehr schön.
Feuermähne und Lisa tanzen vergnügt zu dem Spiel der Fiedel, bis eine unseren Freunden wohlbekannte Stimme vom Dorfplatz zu ihnen dringt. Hört, ihr Bürger dieser Stadt! Hört, ihr Bürger dieser Stadt! Hört, ihr Zu Bürger den dieser Wagen Stadt! der Gaukler hat sich ein anderer dazu gesellt. Und vorn auf dem Kutschbock, direkt unter dem Fenster des Bürgermeisterhauses, steht kein anderer als... Feuermähne, da ist der Hyänenspion. Der hat sich doch tatsächlich als Wunderdoktor verkleidet und will die armen Menschen hier hinters Licht führen und sie dann um ihr Hab und Gut bringen. Dieser Halunke! Na warte, wir werden dir's zeigen. Du, Lisa, kann ich mir diese alten Sachen und den Stock dort von deinem Vater nehmen? Na klar, wenn's weiter nichts ist. Hey, Queck, was willst du denn damit? Ja, was schon, Feuermähne. Ich geh mich amüsieren. Queck benimmt sich heute aber komisch. Hört, ihr Bürger dieser Stadt! Das Übel jeder Krankheit für euch jetzt hier ein Ende hat. Was heute noch Schmerz und Leid gewesen, ist dank meiner Kunst sofort genesen. Ein Wunderdoktor! Versuch doch einmal, dich von deinem hässlichen Gesicht zu befreien! Mein Herr, ihr seht mein edles Angesicht, nur mit so schlechtem Augenlicht. Ihr verwechselt das ewig jugendlich Schöne mit gar vergänglich hässlichem Alten. So rate ich euch zu meinem neuesten Seeglas, das Luxusmodell, die Augen des Falken. Hier, mein Herr, das Seeglas. Es kostet nur 10 Kupfermünzen. Hey, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr! So, die Gläser jetzt nicht von deinen Augen nehmen, bis diese sich allmählich daran gewöhnen. Führt ihn nach Hause. Ja, so ist recht. Und jetzt, liebe Bürger, sieht noch jemand schlecht? Wunderdoktor, ich habe ein schlechtes Gehör. Solche Heilung fällt mir gar nicht schwer. Wunderdoktor, ich habe ein schmerzendes Bein. Du wirst der schnellste Läufer sein. Wunderdoktor, das Denken fällt mir schwer. Ist bald ein gelehrter Herr. Oh, Wunderdoktor, die schlechten Zähne mich plagen. Du wirst mit dem Biber im Wettstreit nagen. So, meine Verkleidung sitzt und ich sehe aus wie ein alter Mann. Du Halunke, gleich wirst du ein blaues Wunder erleben. Hört, ihr Bürger dieser Stadt, was sich dir einst begeben hat. Ich fand dieses heilende Wasser, den letzten heiligen Quell. Ich füllte dies in diese Flaschen. So kauft sie euch. Kommt, erwerbt sie schnell. Ich will eine Flasche, bitte. Das macht nur 5 Kupfermünzen. Hey, alter Mann, so wie du aussiehst, müsstest du die ganze Flasche leer trinken. Sich gleich wundern, wie wirksam sein Mittel ist. Das schmeckt scheußlich. Aber ich muss die ganze Flasche leer trinken. Welch frische Kraft, ich könnte Bäume ausreißen. Dir scheint, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Das Fläschchen macht dem Alten Wonne. Wie kommt's, dass solch Wasser Wunder tut? Nahm ich's doch aus der Regentonne. Das ist ja scheußlich. Mein Rücken tut auch noch weh. Meine Beine schmerzen ja auch noch. Heilung! Packt ihn, den Spitzbuben, betrügen! Ihr Bürger, warum zählen wir mir? Das Mittel wird nicht jetzt und hier. Das Mittel wird nicht. Oh, werte Bürger, hört mich an. Der andere ist der Scharlatan. Alles Jammern und Wehklagen kommt zu spät. Die Bürger der Stadt haben die zwielichtigen Machenschaften des Wunderdoktors alias Hyänenspion durchschaut und stellen ihn wütend an den Pranger. Jene Vorrichtung, die dazu dient,
Halunken und Missetäter zu strafen. Jeglicher Bewegungsfreiheit beraubt, da Kopf und Hände fest im Pranger stecken, sieht sich der Hyänenspion bald dem Spott und Hohn verärgerter Bürger ausgesetzt, die ihn lachend mit faulem Obst und Gemüse bewerfen. Ah, der Welten Unrecht nimmt kein Ende. Im Pranger stecken Kopf und Hände. Die Kinder werfen faule Eier, Gemüse, Obst, das Prasseln auf mich niederfällt. Welch Schmach für einen Mann von Welt. So, das wird dem Halunken eine Lehre sein. Jetzt werde ich mal nach Feuermähne schauen. Herr Bürgermeister. Ach, du bist das. Ich habe gerade erfahren, dass ein falscher Wunderdoktor meinen Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Hast du ihn auch gesehen? Ja, Herr Bürgermeister. Man könnte sagen, dass ich alles hautnah miterlebt habe. Wo ist Feuermähne? Dein Freund? Er ist mit Lisa unterwegs. Sie sind mit den Pferden ausgeritten. Und wo sind die beiden hin? Wenn du diesen Pfad entlang gehst, müsstest du sie treffen. Sag ihnen bitte, dass sie zum Fest rechtzeitig zurück sein sollen. Queck macht sich auf den vom Bürgermeister beschriebenen Weg. Sag mal, Feuermähne, warum schleppst du diesen alten Stock mit dir herum? Du bist doch kein alter Mann. Das ist ein Geheimnis, Lisa. Ich glaube, du bist voller Geheimnisse. Eine Schlange! Hilfe, Feuermähne, mein Pferd geht durch! Oh, da haben wir aber noch mal Glück gehabt. Wärst du nicht gewesen, hätte mich das Pferd bestimmt abgeworfen. Ja, Lisa. Oh, lass uns lieber absteigen und einen Moment verschnaufen. Dort, der Friedhof da. Da ist das Grab meiner Mutter. Zufällig hat uns diese wilde Jagd genau dahin gebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Langsam gehen Feuermähne und Lisa auf das Grab zu und bleiben gemeinsam eine Weile schweigend vor dem Stein stehen, dessen verwitterte Inschrift kaum mehr zu lesen ist. Es ist, als ob sie immer bei mir wäre. Ich verstehe dich gut, Lisa. Sogar sehr gut. Auch ich vermisse meine Familie sehr. Sind deine Eltern tot? Nein, aber unendlich weit weg. Dort, schau zum Himmel, Lisa. Siehst du den leuchtenden Stern? Der dort. Ja. Wir können ihn sehen. Er ist unser ständiger Begleiter. Er ist zum Greifen nahe und doch so fern. Oh, Feuermähne, wie schön du dies sagst. Ich habe auch einen Stern. Zeig ihn mir bitte. Du kannst ihn nicht sehen. Er schimmert nicht am Himmel. Mein Stern schlummert in dem Herzen, wie bei den meisten Menschen, auch in meinem und in deinem Herzen. Er ist wie der Stern dort oben am Himmel, zum Greifen nahe und doch so unendlich fern. Doch immer, wenn man glaubt, ihn verloren zu haben, leuchtet er wieder strahlend auf. Mein Stern ist die Hoffnung. Das seid ihr ja beiden. Das Fest beginnt bald. Dein Vater hat mich gebeten, dich daran zu erinnern. Ich glaube, dass wir uns auf den Rückweg machen sollten. Wartet, ich sammle rasch noch ein paar Blumen für das Grab meiner Mutter. Das ist das Grab ihrer Mutter? Es sieht aus, als wäre es schon ein paar 100 Jahre alt. Seltsam. So, ich bin fertig. Lasst uns zurückreiten. Queck, steig auf. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Erst leihst du dir ein paar Lumpen und einen alten Gehstock aus, und jetzt bist du die ganze Zeit so schweigsam. Als die drei in das Dorf zurückkehren, beobachten sie eine Weile aufmerksam das muntere Treiben der Gaukler auf dem Dorfplatz. Toll! Aber ich muss zum Festsaal. Mein Vater wartet auf mich. Ich komme mit. Was ist mit dir, Queck? Ich bleib noch ein Weilchen hier. Bis später dann, ihr beiden. Was ist denn mit deinem Freund? Tja, ich weiß auch nicht. Heute benimmt er sich irgendwie komisch.
spaziert, Madame, Monsieur, ins Palais der Illusion. Unterbrochen werden Quecks düstere Gedanken von einer Stimme, die über eine Ansammlung von Menschen, die sich mit besonderer Aufmerksamkeit einem Schausteller zugewandt hat, zu ihm herüberdringt. Uninteressiert tritt er etwas näher heran, um mit halbem Ohr den prahlerischen Ankündigungen eines Clowns im Gewand eines Payazzos zu lauschen. Auf der letzten Stufe stehend, die zum kaleidoskopartigen Eingang des Schaustellerzeltes führt, ist es dem grellbunt geschminkten Bajazzo über alle Köpfe hinweg möglich, Queck ins Auge zu fassen. Lieber Freund, die prächtig bunte Feder, die du so keck auf deinen lustigen Hut gesteckt hast, passt so gar nicht zu dem verdrießlich düsteren Gesicht, das du hier zur Schau stellst. Wohl uneins mit sich und der Welt, hä? Nun, lass den Kopf nicht hängen. Im Palais der Illusion haben finstere und traurige Gedanken keinen Platz. Nur immer hereinspaziert, kein Zögern und kein Zaudern. Die Direktion behält sich vor, unzufriedenen Besuchern ihr Eintrittsgeld zurückzuerstatten. Aussehen tut's wie ein ganz gewöhnlicher Irrgarten, wie man ihn auf jedem Jahrmarkt findet. Wer soll mir da drinnen einen Ratschlag geben können? Gewöhnlich sind nur deine Gedanken. Schnell lernt man im Palais der Illusion, dass alles stets im Wandel ist. Bestand hat nur die ewig währende Veränderung. Die lässt Verstand und Geist erwachen und viele Dinge oft in neuem Lichte sehen. Viel schneller, als du je geglaubt hast, wird dir ein Rat erteilt, der deine und vielleicht auch eines anderen Zukunft dir in neuem Licht erscheinen lässt. Der kleine Obolus, den du entrichtest, wird dich nicht reuen. Wenn einem jetzt schon die Clowns die Zukunft voraussagen wollen, muss die Magie ja ganz schön heruntergekommen sein. Naja, die eine Kupfermünze kann ich ja riskieren. Wenn es sonst nichts bringt, dann bringt's mich vielleicht wenigstens auf andere Gedanken. So schreite fröhlich nun von Tür zu Tür, die sich dir öffnet. Schau nicht zurück. Beständig festen Blickes in die Zukunft schauen, so kann man leicht sich selbst vertrauen. Etwas lustlos öffnet Queck die grellbunte Tür zum Labyrinth und tritt ein. Der Irrgarten besteht aus winzigen, kleinen, viereckigen Räumen, in die jeweils eine Tür hineinführt und zwei wieder hinaus. An der türlosen, übrig gebliebenen Wand ist in jeder Zelle ein manneshoher Spiegel angebracht, der jedoch das Spiegelbild des jeweiligen Betrachters durch seine Wölbungen und Biegungen völlig verzerrt wiedergibt. Queck findet es in seiner Lage gar nicht witzig, sich einmal lang und dürr oder ein anderes Mal winzig und fett oder wie immer diese Zerrspiegel ihn wiedergeben, zu bewundern. Erkenntnisse und Lösungen für mein Problem werden wir diese quietschenden Türen bestimmt nicht bringen. Die richtige Lösung dafür wäre wohl ein Tropfen Öl. Aber anstrengend ist das. Mir bleibt fast die Puste weg. Mir fällt es langsam immer schwerer, von Raum zu Raum zu gehen. Bald wirst du nur noch kriechen und den Staub der Erde mit der Schlange teilen, vermaledeiter Zwerg! Xavros, ihr seid der Bajazzo! Die Stimme des Clowns kam mir die ganze Zeit schon so bekannt vor. Ja, ich bin dir gefolgt, um meinen Triumph voll auszukosten. Ungestraft legt man sich nicht mit dem Meister über Zeit und Raum an. Jeder Raum, den du durchquerst, macht dich um Jahre älter. Noch ein paar Zellen weiter und du bist so alt, dass du überhaupt nicht mehr gehen kannst. Elendiglich wirst du hier im Palais der Illusionen an deinen eigenen Wahnvorstellungen von Zeit und Raum zugrunde gehen. Seine Zukunft wollte er schauen, Ratschläge und Erkenntnisse. Die kannst du hier finden, aber sie werden dir nicht die Türen der Freiheit weisen. Mein Körper ist geschwächt, aber irgendwie fühle ich, dass es in meinem Kopf ruhiger und geordneter zugeht als bisher. Es scheint der Preis des Alters zu sein, dass man mit Gebrechlichkeit für die Weisheiten des Lebens bezahlt. Auch meine Wut gegenüber Xavros ist gezähmt.
Ich werde in aller Ruhe und mit Besonnenheit über meine Lage nachdenken. Wenn die Erkenntnis mir keine Tür zur Freiheit weist, wie es Xavros soeben ausgedrückt hat, so weist sie jedoch auf mich hin. Und das tut sie, indem ich mich in diesem Zerrbild der Wirklichkeit betrachte. Dass in jedem dieser Räume entsteht, kaum dass man sie betritt. Die Wirklichkeit wird oft verzerrt, weil wir durch jugendlichen Übermut die Wahrheit oft verkennen. Xavros hat in seinem Siegestaumel offenbar vergessen, welch besonderes Geschenk er mir mit diesem Älterwerden gemacht hat. Ich bin nicht länger der kleine, ungestüme Hitzkopf, der ich in meiner Jugend war. Je länger ich mir die Sache überlege, desto deutlicher wird mir, ja, das muss es sein. Die Wirklichkeit liegt nur eine Handbreit von mir, hinter diesem verbogenen Spiegel. Wahnsinn und Verstand trennt oft nur eine dünne Wand. Zerrbild meiner selbst, tritt zur Seite. Das Fest hat begonnen. Auch Feuermene und Lisa haben sich unter die illustre Festgesellschaft gemischt, die nun schon seit einiger Zeit in ausgelassener Stimmung tanzt, singt, isst und trinkt. Als Queck den prunkvoll geschmückten Saal betritt, sieht er, wie sich der Bajazzo, der an einem Tisch mit Feuermene und Lisa sitzt, angeregt mit den beiden unterhält. Nur die wahren Spieler spielen um des Spielens willen. Und wie du siehst, hast du einen Spieler vor dir, der auch weiß, dass ohne richtigen Einsatz ein Spiel öde wie die Wüste ist. Dennoch bin ich bereit, einen so jämmerlichen Einsatz wie diesen alten Stock von dir zu akzeptieren. Ich setze dagegen 3 massiv goldene Becher und hier diese Perle, die ich unter einen der umgedrehten Becher lege. Die Perle ist wunderbar. So was Tolles habe ich noch nie gesehen. Das Spiel wage ich nur für dich, Lisa. Ich habe ja sonst nichts, was ich dir schenken kann. Okay, hier ist mein Einsatz. Bitte nicht, Feuermene. Der Einsatz ist zwar nicht hoch, aber ich kenne seine Art zu spielen. Das schönste Geschenk für mich ist deine Freundschaft, die ich mit keinem Reichtum eintauschen möchte. Bajazzo, gib ihm den Stock wieder. Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Als Queck näher tritt, sieht er auf dem Tisch 3 goldene Kelche stehen. Daneben liegt Feuermenes Hiebestahl. Der alte, knorrige Stock ist neben den glänzenden und prächtig anzuschauenden goldenen Kelchen fast unwürdig, in deren Nachbarschaft liegen zu dürfen. Wir jedoch wissen bereits, welche wunderbaren Kräfte dieser unansehnliche Stock entwickeln kann, kennt man erst sein Geheimnis und die Beschwörungsformel, die ihn zu einer der mächtigsten Waffen weißmagischer Schmiedekunst werden lassen. Das Spiel beginnt. Flinke Augen, die man braucht, um den Becher zu verfolgen, wo die Perle sich verbirgt. Hin und her und her und hin, flink wie Hände Karten mischen und deine Zukunft in verschlungenen Bahnen sich bewegt. Nun stehen sie wieder ruhig in Reih und Glied und warten darauf, dass du den richtigen der 3 erkennst, um so in deinen Besitz übergehen zu können. Jetzt, wo ich mich entscheiden muss, habe ich schon ein etwas mulmiges Gefühl. Immerhin spiele ich mit Hiebestahl. Aber ich bin mir sicher, dass ich den Becher, unter der die Perle liegt, trotz allem hin und her schieben, nicht aus den Augen verloren habe. Was Feuermene nicht weiß und was Queck mit den Augen der Erfahrung gleich vermutet und auch bestätigt findet, ist das falsche Spiel, das der Bajazzo, oder man sollte vielleicht besser Xavros sagen, mit Feuermene spielt. Feuermenes Augen, die sich fest auf die Kelche konzentrieren, sehen nicht, dass Xavros die Perle, während er die Kelche über den Tisch schiebt, unbemerkt von Feuermene, geschickt vom Kelch angestoßen, über die Tischkante in seinen Schoß rollen lässt, wo sie geräuschlos liegen bleibt.
Noch überzeugt, den richtigen Becher zu greifen, hebt Feuermene den rechten der 3 Kelche hoch, und mit lähmendem Entsetzen stellt er fest, dass sich unter dem Kelch keine Perle befindet. Oh nein! Queck, der hinter Feuermene steht, flüstert seinem Freund eine weitere entsetzliche Wahrheit ins Ohr. Du hast gerade Hiebestahl an Xavros verspielt, du kleiner verliebter Grashüpfer. Schau dir diesen Bajazzo doch mal genau an. Und dann mich. Schau dir an, was er mit mir gemacht hat. Ein alter Mann bin ich geworden. Alt und grau, aber nicht so alt, dass ich nicht einen leichtsinnigen, verliebten Heißsporn zeigen könnte, wie man aus seinen Fehlern lernt. Queck, dieser Teufel, was hat er aus dir gemacht? Ach, lass nur, Feuermene. Er hat geglaubt, mich vernichten zu können. Und ist sprachlos, dass ich hier vor ihm stehe. Lass ihm Zeit, seine Gedanken zu ordnen. Vielleicht riskiert er mit mir ein Spielchen. Als Revanche sozusagen. Ich hab dir auch etwas zu bieten. Wie wär's mit meiner Zauberbola, verehrter Meister? Wie auch immer du dich aus deiner Lage befreit hast, ein Spiel sei dir gewährt. Es ist genug geredet. Hier liegt meine Zauberbola auf dem Tisch. Gewinne ich, seh die Kelche, Hieberstahl und die Perle mein. Queck, lass das. Wir sollten die Zauberbola nicht riskieren. Sie ist unsere letzte Waffe. Unsere letzte Waffe ist der Verstand. Er schneidet und schlägt besser als alles andere auf der Welt. Hier ist die Perle, hier die 3 Kelche. Und schneller als das Auge folgen kann, vermengen Hände das oft launenhafte Glück. Queck, wieso schaust du an die Decke? So kannst du die Becher gar nicht verfolgen. Die Regeln dieses Spieles sind ganz anderer Natur. Nun, alter Mann, wer wird schon so zeitig aufgeben? Die Augen wollen wohl nicht mehr so recht, hä? Verlässt sich ganz alleine auf sein Glück, der alte Tor. Servus, lass mich wählen. Ich weiß, unter diesem Becher ist die Perle nicht. Queck hebt den ersten Becher hoch und dreht ihn um. Und unter diesem ebenfalls nicht. So muss die Perle unter dem dritten Kelch liegen, nicht wahr, Meister Xavros? Oder etwa nicht? Könnte es sein, dass sie vielleicht unter gar keinem Kelch liegt? Und sie sich vielleicht ganz woanders befindet? Du wagst es. War nur so ein Spiel der Gedanken. Ganz sicher ist, dass unter diesem letzten Kelch die Perle liegt. Nicht wahr? So habe ich das Spiel gewonnen. Übergebt meinem Freund seinen alten Stock. Und dem Mädchen die Perle. Die Kelche wollen wir auffüllen und in eurer Abwesenheit mit einem guten Schluck unseren Sieg feiern. Ein guter Verlierer weiß, wann er zu gehen hat. Das Glück schlägt sich mal auf diese, mal auf die andere Seite. Auf ein andermal vielleicht. Mann, oh Mann, Queck, das hast du ja toll gemacht. So habe ich dich ja noch nie erlebt. Ich mich auch nicht. Wenn Xavros wüsste. Bei Elvira. Lisa, komm, wir tanzen. Einen Moment. Alter vor Schönheit, junger Mann. Der gealterte Elfenkobold Queck führt das Mädchen Lisa auf die Tanzfläche. Lisa, ich muss wissen, was die Stadt für ein Geheimnis birgt. Xavros, der schwarze Zauberer, verkleidet sich nicht umsonst als Bajazzo, wenn er nicht irgendeine Teufelei im Schilde führen würde. Vor vielen Jahren gab es in dieser Stadt 2 Kinder, die sich sehr lieb hatten. Es schien so, als ob der Knabe und das Mädchen dazu geboren waren, nur füreinander da zu sein. Tagtäglich sah man die beiden Hand in Hand durch die Straßen der Stadt gehen, und so verbrachten sie jede freie Minute miteinander.
Verzeih mir, Lisa, aber ganz verstehe ich das nicht. Doch, du wirst die Geschichte verstehen, so wie ich lernen musste, sie zu verstehen. Mein Vater hat sie mir oft erzählt, als ich noch sehr klein war. Meine Mutter war dieses Mädchen und Xavros der Knabe. Xavros? Ja, Xavros, der schwarze Zauberer, der Bajazzo. Mein Vater hat mir oft von ihm erzählt. Er war ein liebenswürdiger und braver Knabe, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Ja, es gibt keine schlechten Kinder. Es gibt nur schlechte Lehrer. Ja, das brave Kind Xavros geriet in den Bann eines alten schwarzen Magiers. Er versprach Xavros Macht und Reichtum und Abenteuer, wenn er in seine Dienste treten würde. Meine Mutter weinte und mahnte Xavros, den Umgang mit diesem Mann zu meiden. Aber Xavros hörte wohl nicht auf sie. Alles Flehen war vergebens. Die Eltern meiner Mutter verboten ihr von nun an, sich mit ihm zu treffen. Auch alle Dorfbewohner mieden ihn. Sein Vater warf ihn aus dem Haus, und ganz allmählich verlor Xavros Freund um Freund, bis er ganz allein und einsam war. Bis auf einen, den alten schwarzen Magier, vermute ich, hm? Ja, der Zauberer hatte jetzt, wo Xavros allein war, leichtes Spiel, ihn völlig in seine Hände zu bekommen. Doch sollte er keine Freude daran haben. Der schwarze Magier wollte Xavros zu seinem ergebenen, willenlosen Werkzeug machen, rechnete doch nicht mit dessen Klugheit. Heimlich studierte Xavros in den geheimen, schwarzmagischen Schriften des alten Magiers und war bald mächtiger als alle schwarzen Zauberer Vakaniens zusammen. Doch mit dem Wissen um die bösen Mächte schwand auch jegliche Liebe und Freude aus seinem Herzen. Seine Gedanken waren erfüllt von Rache gegen die, die ihn einst verstießen. Rache gegen jene Menschen, die ihn wegjagten und verachteten, hm? Am Hochzeitstag meiner Eltern, als um Mitternacht das Fest seinen Höhepunkt erreicht hatte, erschien Xavros, und er sprach jenen Fluch aus, den meine Mutter und mein Vater und alle Bürger dieser Stadt ins Unglück stürzen sollte. Und so sprach Xavros: Du wirst eine Tochter haben. Und an dem Tag, an dem sie so alt sein wird, wie du an dem Tag warst, als du mich von dir gewiesen hast, wird sie und die ganze Stadt verdammt sein, ewig zu leben. Er sagte auch noch, dass es nur diesem Mädchen möglich sein wird, die Stadt von dem Fluch zu befreien. Er ist ein wahrer Teufel. Meine Mutter starb kurz nachdem sie mich auf die Welt brachte. Und von meinem Vater habe ich die ganze Geschichte erfahren. An meinem 14. Geburtstag erfüllte sich dann die Prophezeiung. Was ist da geschehen? Wir fielen alle in einen tiefen Schlaf. Und als wir wieder erwachten, waren 7 Jahre vergangen. Und als die Turmuhr um Mitternacht 12-mal schlug, da seid ihr wieder eingeschlafen, könnte ich mir denken. Ja, so ist es alle 7 Jahre immer und immer wieder passiert. Xavros, dieser Unmensch, weiß seine Kräfte wohl zu nützen. Mir entzog er in Sekunden schnelle Jahre meines Lebens, während er euch alle dazu verdammt hat, ewig zu leben. Sag, Lisa, schnell, wie kann man die Menschen der Stadt und dich erlösen? Und was muss man tun? Nur ich vermag den Bann zu brechen. Wie? Ich habe dir noch nicht alles erzählt, was Xavros in dieser Nacht zu meiner Mutter sagte. Deine Tochter wird in der Zukunft immer wieder die Möglichkeit finden, ihr Herz einem netten Jungen zu schenken. Kommt eines Tages der Richtige, wird sie und die Stadt von dem Fluch befreit sein. Und so warte ich bei jedem Erwachen auf den, dem ich ein aufrichtiges Gefühl entgegenbringen kann. Deshalb hast du am Waldesrand gesessen, als wir dich trafen. Feuermine, sag, Lisa, ist er diesmal der Richtige? Ich glaube ja. Noch nie war ich so verwirrt. Meine Gefühle und mein Verstand sind so völlig durcheinander. Bei all den anderen war es nie so.
Und wo sind all die anderen geblieben? Es sind die Gaukler und die Fahrensleute. Auch auf ihnen lastet der Fluch. Und umso mehr lastet er auf mir. Dass ich nun, wo ich zum ersten Mal wirklich etwas für einen anderen Menschen empfinde, ihn mit in mein Unglück stürzen muss, da ich damit all die anderen befreien kann. Denn seit vielen 100 Jahren besteht unser Leben darin, dass wir aus der Geisterwelt, in der wir leben und in der wir uns heimisch und wohlfühlen, für einen Tag ins Leben zurückgerissen werden. Xavros hat uns zu ruhelosen Poltergeistern werden lassen. So erscheint uns dieser eine Tag in 7 Jahren schon fast wie ein Albtraum, von dem wir uns nur allzu gerne befreien würden. Wenn das Feuermähne wüsste. Du, Lisa, willst du ihn mir fortnehmen? Ich weiß, dass ich nur so den Fluch überwinden kann. Doch ich liebe ihn zu sehr, als dass ich ihn von dieser Welt, die ihm im Gegensatz zu mir so viel bedeutet, mit mir fortziehen möchte. Selbst wenn wir Geister noch jahrhundertelang alle 7 Jahre erwachen müssten, so möchte ich, dass er die Stadt verlässt. Er wird sie nicht verlassen wollen. Da hilft nur eine List. Lisa, hör mir mal zu. Ja? Queck führt Lisa zurück an den Tisch, an dem Feuermähne sitzt. Danach begibt er sich durch den Festsaal hindurch ins Freie. Der Saal, der fast aus den Fugen geht, ist angefüllt mit lachenden, lärmenden und tanzenden Menschen, die immer lauter und fröhlicher werden, je mehr die Uhr auf Mitternacht vorrückt. Spion, ich brauche deine Hilfe. Hör auf mit diesen Possen. Habt ihr mein Spiel doch wohl genossen? Verkleidet als ein alter Mann, der plötzlich wieder laufen kann. Die Bürger fielen schnell drauf rein. Lasst bitte jetzt die Maskerade sein. Schau mich an. Schau mich ganz genau an, jeden Spion. Und du wirst sehen, dass dies keine Maskerade ist. Aber ich kann dir das jetzt nicht alles erklären. Nur so viel. Xavros steckt dahinter. Ich werde dich jetzt erst einmal befreien. Mein Herr, meinen Dank. Das Leben hat mich wieder. Am Pranger hier zu stehen, das war mir gar zuwider. Jetzt kannst du dich revanchieren. Schau, was ich hier habe. Schau dir's genau an, hier. Nie werde ich herab mich lassen, mit solchem Werk mich je befassen, dass es so etwas in Frage stellt. Mein Herr, nicht für alles Gold der Welt. Das ist wirklich schade. Alles Gold dieser Welt kann ich dir wirklich nicht bieten. Nur diese 3 goldenen Becher hier. Schau. Gold ist ein ganz besonderes Metall. Was nützen mir schon diese 3 Becher, wenn ich meinen besten Freund nicht retten kann? Ich werde jetzt an irgendeine Tür klopfen und einer armen Familie die 3 goldenen Becher schenken. Wenn ich schon unglücklich sein muss, kann ich vielleicht andere mit diesem Gold glücklich machen. Bedenkt, wem ihr die goldenen Becher schenkt. Zurück zum Vorschlag, den ihr machtet. Wer Edles allzu schnell verschenkt, sich unbedacht nur selbst entmachtet. Doch eure Trauer ist nur von kurzer Dauer, wenn ihr mir ersetzt, was meinen Stolz verletzt. Gut, du sollst die Kelche haben. Du weißt, was du zu tun hast. Da kommt Lisa. Hier ist der Beutel. Danke. Wer ist das? Ist das nicht der falsche Wunderdoktor? Ja und nein. Dieser Mann hat viele Berufe, die er alle mehr oder weniger beherrscht. Hoffentlich beherrscht er den er jetzt macht, besser als den des Wunderdoktors. Ich muss mich jetzt verstecken. Feuermähne hat gesehen, wie ich den Saal verlassen habe, und er wird mir sogleich gefolgt sein. Queck, was immer auch geschieht, ich werde euch nicht vergessen.
Lisa, ich verspreche dir, eines Tages wird Xavros für alles bezahlen, was er dir und allen anderen angetan hat. Lisa nimmt Queck in die Arme. Für ein paar Sekunden bleiben beide unbeweglich stehen, bis Lisa sich ruckartig aus der Umarmung befreit und ohne sich noch einmal umzudrehen in die Dunkelheit eintaucht. Was ist los hier, Spion? Immer noch nicht fertig. Etwas Beeilung, bitte. Kämpf ich an eurer Seite gemeinsam zwar gegen das Böse, bedeutet das noch lange nicht, dass ich mich vor dem Fräulein hier entblöße. Bei Elvira, jetzt wird er auch noch schamhaft. Soll ich mich etwa umdrehen? Los jetzt, da hinten kommt Feuermähne. Denk an die goldenen Kelche und keine Fehler jetzt. Lisa, bleib stehen. Halt, Feuermähne. Ich muss dir was sagen. Später, Queck. Ich muss jetzt erst wissen, was mit Lisa los ist. Sie war den ganzen Abend so merkwürdig. Einen Moment noch. Nein, Queck, sonst verliere ich sie aus den Augen. Feuermähne glaubt, das Mädchen in der Dunkelheit erspäht zu haben und folgt ihr eilenden Schrittes. Er läuft so schnell, wie ihn seine Beine tragen können, bis er Lisa völlig außer Puste auf einem Waldweg außerhalb der Stadt einholen kann. Lisa, was ist denn los? So, warte doch auf mich. Mein Herr, lass ab von meiner Hand. Versucht es auch noch so sehr galant. Der Hyänenspion. Von der Stadt her ertönt ein Grollen und Rumoren, als ob ein Erdbeben alles Untere zu Obers heben würde. Als sich der Donner und die Erschütterungen etwas gelegt haben, ist auch Queck bei den beiden noch vor Schreck erstarrten angekommen. Queck, du bist ja wieder jung. Fantastisch. Aber was soll denn das ganze Theater hier? Der Hyänenspion in den Kleidern von Lisa? Was geht hier vor? Er sollte dich aus der Stadt locken. Was soll das? Queck erzählt Feuermähne ausführlich, was er von Lisa und Xavros erfahren hat. Ungläubig begibt sich Feuermähne sofort auf den Rückweg zur Stadt. Doch dort, wo einmal die Stadt gestanden hat, verwehrt undurchdringliches Dickicht den Weg. Und dort, wo es scheinbar lichter wird, tut sich unter ihren Füßen gefährliches und tückisches Sumpfgebiet auf. Hier war die Stadt. Ich weiß es doch ganz genau. So glaub mir doch. Lasst mich bitte allein. Sei nicht traurig, Feuermähne. Lisa. Ja, ich bin es. Und ich bin befreit. Und nicht nur ich. Der Bann von Xavros ist gebrochen. Erst glaubte ich, dass wenn ich dich gehen lasse, der Fluch für uns weiter bestehen würde. So wie Xavros es immer behauptet hat. Es hat sich jedoch gezeigt, dass nur wahre Liebe den Fluch bekämpfen kann. Denn als ich mich entschloss, dir trotz meiner inneren Widerstände zu helfen und dich nicht mit mir in den Strom der Geisterwelt zu ziehen und somit auch auf unsere vermeintliche Erlösung verzichtete, stellten sich gute Mächte ein. Und diese guten Mächte, die nur dem Ruf der wahren Liebe Folge leisten, befreiten unsere Stadt von allem Übel. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich dich nie vergesse, und um dir zu sagen, dass auch du mich nie vergessen sollst. Eines Tages wirst auch du finden, was du suchst. Ich weiß, du willst heimkehren, heim in deine Zeit. Wir trafen uns auf kurzem Weg in der Unendlichkeit von Zeit und Raum und ziehen weiter unseres Weges. 2 Kometen, deren strahlende Bahn sich in der Ewigkeit kreuzt. Ich werde dich nie vergessen. Als der Morgen graut, haben unsere Abenteurer den Wald verlassen. Übernächtigt halten sie Ausschau nach einem Platz, an dem sie ausruhen können. Wenn ich auch Lisa verloren habe, so hat sie endlich für sich das gewonnen, was ihr und der ganzen Stadt über Jahrhunderte verwehrt war. Was meinst du?
Ihre Seelen haben Frieden gefunden. Und das war dein Verdienst, Queck. Ich war viel zu sehr vom Schein geblendet und konnte überhaupt nicht mehr die Wirklichkeit sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Man tut, was man kann. Hyänenspion, du siehst aus, als ob du saure Gurken gegessen hättest. Was ist denn los mit dir? Mit deinen goldenen Bechern hast du doch sicher keinen schlechten Schnitt bei der ganzen Geschichte gemacht, oder? Was ist schon meine Arbeit Lohn? Nur leere Wahn und Illusion. Zum Spöttergang im Abendkleid für Gold und Lohn war ich bereit. Die Herren hier so fröhlich vereint zu sehen, wie sie zufrieden vor mir stehen, das ist mir alles arg und bitter und krallt in mir wie ein Gewitter. Denn war erst mal der Spuck vorbei, wurde aus Perle und goldenen Kelchen ein Kiesel und 3 Klumpen Blei. Wütend schüttet der Hyänenspion den Sack aus, den er vor sich in den Händen hält. Und heraus fallen 3 Bleistücke und ein Kieselstein. Laut zetternd verlässt er unsere beiden Freunde und geht seines Weges davon. Welch schweres Leben ich doch hab. Die Welt, die dankt es mir nur mit Schmach. Das wird er uns noch einige Zeit übel nehmen. Auf den müssen wir in nächster Zeit besonders aufpassen. Ja, mit dem nehmen wir es noch alle Mal auf. Ich bin froh, dass wir dieses Abenteuer so gut überstanden haben. Wie hast du das nur geschafft? Das hätte ich dir nie zugetraut, Queck. Tja, bei Elvira, man wird eben älter.